Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy, Luxemburgs feines Metal Podcast. Mam Pete am Mam Gihil. Hallo. Bonjour, hello, guten Tag. Guten Morgen, guten Abend. Ja, guten Morgen, liebe Sorgen. Für allem so, ich meine, so wird das ja irgendwie alle Woche an all Tag irgendwie ein bisschen gefangen. Mir das ist eine andere Sache. Bin ich wie Talent als ein Intro, mein Mensch awkward zu machen. An ein Outro auch. Ein bisschen, weil du weißt nicht, wie es soll so fangen und dann hast du, genau, ich weiß nicht mehr, was es soll so und so, ja, dann, alle ja, dann. einfach mal fällt schwer da in den Raum geheizt und dann, okay, komm, wir fangen an. Aber mir ist aufgefallen, auch bei der Letzte, du nicht, beim Mischen von der Episode, du nicht mich krank gelernt. Weil schon dann aufgepasst, ich gesagt, dann kann der Peter Lomo einfach mal die Episode beenden. Und ich war so, ich wollte noch etwas so. Das war so wie kleine Schulbe, so, ich wollte auch noch etwas so. Und das war schon ziemlich süß, muss ich schon sagen. Ja, mehr sich speziell. Ich meine, die, wo da halt schon, die wissen da doch mittlerweile. Zumindest mittlerweile müssen sie das wissen, ja. Aber nicht dann willkommen am Club. Und, ja, wie geht es dir, Pete? Ja, wie das also eben geht, ne? Probieren sich durchzuschlagen. Halbe Lockdown. Ging ich aber so. Ja, das ja. Also, das ist die Hauptsache. Die großen Zellen sind noch mal bei denen. Fein. Ja, wir sind schon Dezember. Die Jahr war ja generell, ich meine, wir wiederholen immer, so wie vieles sei. Die Jahr war generell nicht ganz gut, mit die Jahr also auch schon so ja. Und wir hoffen, dass es nächstes Jahr besser geht. Wir haben ganz fest Daumen noch, dass dir dabei sind nächstes Jahr hoffentlich besser Jahr gut generell wie das Jahr. Mehr das Jahr als auch wenn dem ganzen Quatsch, aber nach ein bisschen Musik gelaufen. Heißt, tun nach verschiedene Künstler oder sogar ganze Coop, weil ich hatte Lust geguckt und du hast dick viel passiert das Jahr. Der Peter nicht schon als gesagt, mehr holen nur mal die Sachen raus, wir picken als die Alben raus, wo als das Jahr halt ein bisschen mehr angeschwart haben. Also als persönliche Meinung zu den Alben vom Jahr kann ich schon bald sagen. Genau, das ist ein als persönlich Album of the Year, das ist nicht wie wir sind kein Metalhammer oder kein Rockhard, die allgemein alles sollen. Wir weiß das okay. So, den Ozzy Osbourne hat das Jahr ein Album rauspusht, ne? Den könnt ihr nicht an dieser Löscht 4 zum Beispiel. Ne? Als Löscht also definitiv ein bisschen mehr Underground, gebe ich so. Ne? Ich mein, das kann ich schon sagen. Ja, ich meine, zum Mulz-Ding, weil bei denen hast du sogar viele Sachen drauf, die ich mal nicht kenne. Bei Menge meinst du? Ja. Ja, bon, da tankt man auch davon auf, was du das Jahr gelauscht hast. Und ich meine, du redet ja schon un. Das Jahr war generell ein ziemlich, kann ein depressiv sein, ja, ein depressiv Musikjahr. Ja, also ich persönlich schon ganz viel Aggressives gelauscht hat. Ich meine das doch so, also nicht, das so nicht Neues, ne, mehr. Ja, mehr. Mehr ernst das. Und du, keine Ahnung, all die großen Nehmen oder Sachen, wo du schon wie lange hast, war dann das Jahr nicht, dann das sind dann mal einfach da Sachen zum Beispiel angefallen oder hun eben Künstler ein Album released, wo ich so okay, da schwätzt mich gerade am Moment und am Englisch zum Beispiel sind 2 Sachen dabei, wo ich mit Sicherheit nicht letztes Jahr gelauscht hat. Das weiß ich einfach. Keine so Gefühl, wo du hast, so den Du-Stil als nicht Menge, sondern keine Ahnung, es sind nur dicke Armgehen damit und dafür als Englisch wahrscheinlich auch so ein bisschen Underground. Das vielleicht ein bisschen mehr bekannt und nur mit der Rest, das ist wirklich ziemlich steif am Keller und ich stehe abgegraben, kann ich schon bald so. Okay. Man ist nur gespannt. Ich meine, kleine Bossen sind noch ein bisschen gespannt, was wir erzählen hören. Gibst du ein weil den auch nach Person. Ich meine, das ist echt für dich, auch für mich sogar. Ich meine, all Sachen kommen an also Spotify Liste 4. Oder ein ja, da kannst du, ja, doch, ja. Das heißt auch für die Leute, wie gesagt, wo du mit denen eben nicht können aufhängen, der könnt ihr auf Spotify unter diesem Comedy Metal Podcast rumfinden. Wir sind ja da schon fleißig mit anderen Playlists am Gange und das wird auch
denk nicht sporadisch so weitergehen also du schaffen mal wirklich schon dass es auch nicht nimmen so aus wie die PDD gesucht wird wie ein Metal Hammer oder ein Legacy oder so also wir wollen halt ein bisschen anders hin ja genau schwenge Länge durch als ein Charisma an als dumm Geschwätz kriegen wir das ganz gut hin ja du hast gesagt dann da ging es so da mal las ja so sing Top 5 ja hat man rausgesicht ja. Und habe das schon gesagt okay nee, also wir hatten nicht noch gesucht wir hatten wie mehr als aufgeschwart und haben gesagt okay kommen wir mal just 5 weil das könnte auch ja. Ein bisschen fehlen ne? Ja das auch das ich fand nicht so dass die Mann gut Sachen rauskommen sind mir ja vergleich zu letzten Jahr war trotzdem Mail ausgelegt letztes Jahr hätte ich da mal so ein Top 10 Kinder machen so. Ja das stimmt schon sie viel auch größer nehmen die das Jahr nicht gemäht und eben weil last Jahr wenn ein Album kommt und ich weiß auch von anderen wo das Jahr hatte sollten Apps releasen durch halt die ganze Covid-Situation das alles ein bisschen so, so oder Leute noch released und eben gerade weißt du durch die Corona als voll untergangen voll vergisgegangen ja. Und ja das ist natürlich damit schwer bleiben wir da bei denen Top 5 ging ich so ja. Genau Melo okay du willst mein Büro nicht gesehen Geraum irgendwie kre ich nicht hin hi hang ja. Du hang der bist Steffen immer Mikrospiele Welthaltung also auch Fu die hast du noch immer Plänner köchten da sind ich schon Ball am Haus wat immer mehr du weißt wann bis an den Hauspläne und siehst schon mega viel Platz und dann gut kein Platz das gut kein Platz ne so der Keller steht voll mal sagen wusste nicht mengst dass das jemals ging tun oder brauchen ja. Du mich schweifen drum auf das katastrophal mir das schein da Lelas mein Freund Lelas es schon op méier Platz 5 Mr. Bungle mat The Raging Wrath of the Easter Bunny das schon einen ziemlich coolen Titel ja skurrilen Titel ja Mr. Bungle as nicht unbedingt so bekannt an der Metal Szene die haben doch für viele Jahren abgelesen gehabt ich mein, 2004 hat abgelesen gehabt das war ein Side-Projekt von Mike Patton gewirrscht den in der anderen mochten der Sänger von Fate No More aus hat pur ziemlich experimentell Side-Projekt Mr. Bungle war Matti Skurrils war früher seine Mischung gewirrscht aus ja Arthouse experimentellen Jazzcore Mod Metal Elemente war ziemlich aufgefuckt gewirrscht gell ich denke das auch noch also das was ich kennen die ich muss schon die neu die Doten hast du da von diesem Jahr nicht noch nicht gelauscht hat mir du hast mal gewiesen und das war so okay da du hast krass das du passiert mega viel das nicht dass es schlecht ist also das nicht gesagt nee das teilweise anstrengend zu lauschen ja vielleicht schon ja aber trotzdem geil richtig Bock ja richtig irgendwie schon weil ja also sind schon neu gegründet Mike Patton hat das hier auch zwei ganz groß nimmt mit dabei und unter anderem den Scott Ian von Hunchbacks an den Dave Lombardo von Ex-Slayer kann ich so ne? Ja an den Album klingt auch noch richtig geil im 80er Jahren US Fresh Metal geil hart aggressiv aber trotzdem immens gut produziert gut abgeholt bisschen chaotisch aber ich war wirklich baff, wirklich überrascht ich habe nie gedacht dass Mr. Bungle necke gefen zurückkommen an mit seinem geiles Sound rüberkommen an alles platt machen gell? Ja war wirklich überrascht dass da so kommen von der immer gesucht hat Back Pattern mich so geile Metal hat gesucht und du warst verrückt gell mais wow okay es hat just es hat op metal.de hatte ich meine nächste Review gesehen und du warst auch bis noch staunt hey Mr. Bungle dann durch den Numeben an durch das was ich von dir kenne war also mich schon so war nicht der Meinung dass du gegen bis nice kommen weil das war ja am Anfang wie du schon gesagt hast schon teilweise auch bisschen Gears da bist du ruhig ja mehr also das ich denke noch wahrscheinlich dass nur dieser Episode werte mehr allen zwei so denke so okay ich muss mal da vielleicht du lauschen war hier gesucht oder war den anderen gesucht das werde ich dann definitiv noch machen ja also hast wirklich fand lauschen für
Oldschool Fresh Fans kann ich das absolut empfehlen, das ist richtig geil. Soll ich noch mal Menge drauf finden oder wie? Also, dann ja, ich kann so in okay. Mal sowieso, ja. Okay, was ich soll nicht gemäht tun, aber ich kann da nur on the spot man, weil das geht. Ich schon sie nicht unbedingt nummeriert. Sie stehen zwar auch nicht unbedingt alle am selben Niveau, aber ich fange einfach mal mit der lo wo ich am Gefühl hätte, dass der auf 5 wäre. Das ist wie gesagt, das schon mal gesagt. Egal was. Das ist die schwedische Gothic Metal mit Death Doom Metal Band aus Schweden, Draconian. Die gibt schon ein gut Zeitchen, so ein gut Zeitchen. Ich also 94 gegründet, wir sind aber dann nur den Namen geändert, so uns noch anders geheischt. Ich meine generell haben wir noch nicht ganz viel über Gothic Metal oder die ganz Gothic 10, die sich du am Metal gebildet hat, geschwärzt. Dafür, das war mir halt aufgefallen, schon die ganze Anfang, wie sie ihren ersten Album war, Moment, Where Lovers Mourn, mengen ich, das ist 2003, also das ist schon ein Stückchen hier. Ja. Das war zwar nicht ihr größten Durchbruch, aber ich meine, es hatte mit The Burning Halo, das war 3 oder no, war dann ein bisschen mehr so Aufmerksamkeit gehen, weil sie mischen richtig guten Death Metal mit einer weiblicher kleiner Stimme und den Typ, der growlt. Und hier Texte, boah, ich meine, das ist kein Geheimnis, ganz oft am Metal geht es ja um den Tod. Mehr, wenn es an dem Zusammenhang wird, hey, mit dem ganzen Gothic-Aspekt gehandelt wird, als hier ein letzten Album, das hier stehen, von diesem Jahr, Under a Godless Veil, als richtig gut, an den habe ich richtig vom Hocker geheilt. Und du hast auch zum Beispiel ein Lied, ich muss wissen, den Titel sicher mit den Hummer, ob das Spotify löscht, vom Hirsch, hat man die drauf. Ich meine, das Sleepwalkers oder so, Ziele Kacke, oder? Sleepwalkers, genau. Ja. Das Lied... Ja, stimmt, das habe ich gelauscht, das ja, ich habe doch ziemlich geil fand. Ich hatte den Album, ich hatte Cover Bandcamp, weil ich so lange nicht mich von Draconian gesehen habe. Weil ich aber immer wie das so, ich schon immer geguckt, was sie neu machen. Die letzten 3 Alben haben mir persönlich nicht gefallen. Du nicht mal just, ich meine, es war plus das tote Lied auf YouTube rangezogen und ich war so, wow, das klingt richtig gut. Und schon mal du kauf und ich schon am Auto laufen los und das ist wirklich selten, dass ich ein Album von 4 bis Hannen an einer Kehr lauschtern will. Und da tun ich gemerkt und das war richtig angenehm. Und du bist ja nur auch ein bisschen depressiv, muss ich sagen. Weil es zieht dich wirklich an den Boden, es sind schleifend, an drohend Melodien dran. Aber die Verbindung, wo mich halt richtig matt geholt war, als Sängerstimme, dem Framensch Sängerstimme, an den Typs, das wird, hinge Haut, also keine Ahnung, ich war da wirklich geflasht. Und wodurch das Ganze könnte, es gibt eine Band empfangen, wo zwar noch nicht mehr geht, die haben so etwas Ähnliches auch gemäht, just die haben sich schon abgelesen. Das war ich meine auch ein schwedische Band, und die waren noch ein bisschen am Zusammenhang mit Draconian, die haben sich kann, dann haben Sachen mit nicht gemäht und so. Das war Battle Lore. Und das sind von die haben Tolkien nicht verfilmt, nicht vermusikt. Ja, ich verstehe, ja. Und da war derselben Aspekt, aber noch nicht auf dem Niveau wie das, was sie gemäht haben. Und dafür muss ich sagen, also Draconian kann ich nicht mehr empfehlen, wenn ich ein bisschen mehr etwas Deisteres lauscht, das heißt, Dark Metal, Gothic Metal. Für ein bisschen noch dann natürlich die weiblichen Sachen zu unterstützen, also die Stimme ist wirklich göttlich, kann ich wirklich nicht mehr empfehlen. Ja. Ich habe so den Lied gelöscht gehabt, was so auf Spotify gesagt hat. Ich hatte viel nicht gekannt gehabt. Und zum Beispiel das Lied hat mir ganz gut gefallen gehabt. Und ich meine, weil ich mit dem Album auch ein durch. Ja, also wie gesagt, das, wenn du gerne die drohenden Melodien hörst und das schwert, das nicht, wo wirklich ein Uptempo-Song also oder so. Ja, also das puren Doom. Ja. Das atmosphärisch, das Deichter, es passt extrem gut bei die Zeit. Und ich mir natürlich an Dinge gesagt, ich meine, das noch immer schlecht genug wieder dabei für Draconian zu löschen. Also was sie. Ja, sie sowieso alles Schlauschen zu gern. Klingt immer komisch, mir Schlauschen hat so einfach gern depressiv. Ja. Musik. Ja.
keine Ahnung, ich Für mein, mich noch beim klingt Black das nicht Metal komisch. das hat doch ja ich weiß mir wie verschieden ist du ne? Ja, Black Metal mir- das zum Beispiel auch oft eine depressiv Stimmung am Allgemeinen ne ja und ich keine Ahnung, das hört einfach etwas ne ja weil ich lo drauf kommen sind für sie überhaupt zu sichern weil ich mengen weder de Pit weder ich schon eng löscht wo steht okay ich muss für die Ausschau halen weißt du ob du noch etwas könnt oder nicht weil ich sind ganz also es sind überzeugt dass du an ich mir schon so viel Bands vergisst wo man 14 Jahre gelauscht tun wo man gerne wie wissen dass er zu geht ja 100% oft ja an he waren am von Katatonia wo auch eng bis mir eng ja du misch aber auch Melodic Death Metal die hat noch ein Album rausgebracht Ja, das Jahr, ne an den hun nicht gelauscht hat an do sinn ich halt op mix gin dass Draconian und engem neuen Album ging schaffen weil sie och natürlich mat denen egent Deppes zu dienen so wie dat halt dowen ass an Skandinavien an die Neifu Katatonia wurde mehr persönlich net so gut gefallen das net dass er net gut war aber dafür so méi froh dass ich dodurch ab Draconian gefallen sind also kann ich nimmen empfehlen okay Du verstanden. alles gut Okay und dir mein Freund ja Mengeg Platz 4 dat fir dann Uada und am Album Gin geil dat ass eng die net kennt eng amerikasch Black Metal Band macht eng ja relativ jung och ja mengens gin se wegschnell lang ich mein, nach kein 10 Joer oder so ne 2014 gegründet von beschneieren ja, 2012 irgendwo doch immer also wir sind Ja, nicht weiter von ja. der Wäsche ja sie hun ziemlich melodisches Sound für Black Metal teilweise bis mir ein warmes Sound net wie norwegisch Szenen die einfach raschtig an eiskal klingt Ja. das bis mir melodisch wie die polnisch Band Mugwa kennt Ja. kann ich also das kann ich ein bisschen Mod vergleichen das ein bisschen die Stil vielleicht ein bisschen Dissection mal dran ja das stimmt schon ja die hatten so das hier auch das Album Gin rausbrücht und du hast man das gewisse gehabt ja es hat den echt also nicht das nicht ihren Asian Album ihre letzten Nee. Alben Cult of a Dying Sun hatte ich kannt an den aus zu der Zeit rauskom wo Behemoth ob immer mega groß Kinas an Gidre wollte nach Behemoth und da sind sie bisschen so ich will nicht so ein Innergang mir sie gerne Martine vergleich gehen obwohl ich persönlich nicht fanden dass sie wie Behemoth klingen Nee, das Nuance nicht wirklich. vielleicht Nuance mehr aber das lo sicher nicht derselbe Stil und du hast ja schon gesagt sie kommen aus Amerika in Amerika ist den Black Metal nicht, Ja. nicht so präsent an Nee, die das Bands, ist 10 wo- ziemlich klein ja an D10 Blablabla. Die Bands wo mehr schon do von tun wie zum Beispiel Uada oder wie hechen sie die unaussprechlich do Xantocroid das ist auch so etwas so ja okay krass das kann das Amerika okay das hatte ich nicht gedacht sie klingen genau, ziemlich genau so viel ja sie klingen Ja, die- ziemlich nördlich also die klingen immens skandinavisch ja skandinavisch voilà. ja so hast du wirklich nicht viel Bands aus der Gegend ne so Wolves in the Throne Room nach ne ja mehr ja du hast schnell abgezählt die amerikanische Black Metal Na, Bands weil. und sie sind wirklich eine gute Überraschung gewesen Ja. ne? Ich hatte das letzte Album auch gelöscht hat Cult of a Dying Sun den also immens gut ja wenn du dann lauscht sich immens gut so immer ein Balance Lieder gehen lös aufgebaut und dann gehen sie immer dicke Gas ne ja ich meine dat kannst du bei Gin bei dem Lied Gin generell so beim Titeltrack ja beim Title ja, Track stimmt. du fängt wirklich et fängt an du bist im Moment as dat do da wann du ihre letzten Album kennst da bist du so bisschen Mufang die Sekunde bist du perplex und dann verstehst du und dann wie die Pitcher gesucht dann bauen sie Tempo op und dann könnt Blas daran und dann geht du immer richtig viel und und junge machen wirklich eine super gut Produktion also das ja das Menge schmat eng vielleicht von denen besten Black Metal Albumen des Jahr so nicht mal Ja, einfach kann ich also ja kann
weit also vier. von einem persönlichen Point of View kann das definitiv so sein, ja. Ja. Aber dass mir allen zwei Black Metal Nerds sind, ist das wohl normal, sonst muss das dann selbst drauf hier könnt, weil ich schon auch nachher bis zum Black Metal schon auch rein dran. Ja, Von ich daher. hab zwei Sachen. Alles schön, das einfach nicht mehr mega. Ja, ich meine, Ginas auch an der Spotify löscht, dort sicher, gehe ich davon aus. Ja, ich meine, die können da wirklich, ne? Wir haben ein Black Die können. Spotify-lische Black Metal gemacht. Also, Die könnt. Die setzt mir nach irgendwann ein drauf, ja. Ich denke, wenn wir als Episode über den Black Metal machen, als lang ersehnten Black Metal Episode, dann darf sie losgelost, not leid. Genau. Schön. So, dann Und soll dir, mein ich, Freund. soll ich, na dann gehe ich direkt bleiben ich an der selben Sport, mehr ich gehe zurück an England, und zwar, für genau zu sehen, ob Manchester bei Winter Phillip, was ein Englisch Pagan Black Metal Band. Die sind so gut. Und wir hatten sie letztes Jahr nachgesehen. Ja, Was war das? Zum Nightfest zu Arel. genau. Das war wirklich, schon so nicht kannt. Dafür drin. Nee, schon nicht. Das war mal von den besten Bands von dem Tag, Ja, ne? absolut. Das war nie 1914, war das mänglisch top Ja, notch, gell? mit der Favorit, ja. Richtig gutes Sound. Auch für eng Black Metal Band ziemlich fiese Sound. Ich meine, okay, das mir dazu, da das schon bald ein bisschen Das ist fies, aber trotzdem atmosphärisch. das ist ne? extrem atmosphärisch und das melodiös. Sie erzählen gern an ihren Alben. Dann unter anderem auch an dem letzten Album The Reckoning Dawn, den aus Anfang des Jahres rauskommt, an den ist wirklich ein bisschen Untergang. Durchmengen statt ganz an keine Ahnung, das ist wirklich ein Reis durch Thailand, durch ganz England, verzählt durch Schlachten, das ist ziemlich, wie soll ich sagen, wenn man so Pagan Metal, ich persönlich mache nicht gerne einen Unterschied zwischen Pagan an Celtic und so, also wenn dann also das Folk, das ist ja als Folklore, so ich mal sagen. Ja, Den genau. Standardbegriff aus an voilà, et geht do ran an all ihren Texter geht es hauptsächlich ja die englisch Folklore, die gell? schottisch, englisch Folklore, genau. Voilà, ich kann just so ja läuft statt den Album, weil das ist eng Reis, das ist einfach ein Reis durch England an verschiedenen Perioden, ob es lo Kälte sind oder Sachsens oder egal. Das du denk nicht, dass für einen den etwas mit Dave gestimmte Gitarren an engem Black Metal Genre Album huet, den Getei fündig. Genau, das ist ein Band, die ich allgemein kann rekommandieren, auch für Ja. die Albume für die Necke ranzulauschen. Also Ja, wirklich super Band. Gell. Auch hier denken ich gerade rund, wie auch ein komplett Akustikalbum gemäht. Ich meine, was für ein Metalband oder was für ein Black Metal Band vielmehr mischt so Sachen, wann es nicht erst ein Folklore ist. Generell nicht ganz viel Leute. Und das war wirklich, das war geil. Das war einfach Ja, geil. das, ich hatte noch gelauscht, das ist richtig gut. Das ist richtig fein, ja. Absolut. Naja, da kommen wir schon bei Nummer 3 von mir. Und du hätten wir. Oh no! Fein, der war proper, den du. Also, auf Nummer 3, du hätten wir The Black Dahlia Murder mit The Verminous. Schaffen waren du, ja. Ja, die waren das Jahr auch ein bisschen untergegangen gewirrscht. War im April, wo den Album rauskommt, da wo die ganz März gut umgegangen waren. Ne? Ja. Das ist schon mittlerweile hier ein 9. Studioalbum. Noch schnell Zeit dabei. Ja. Ich hatte damals mit Nocturnal und Miasma, wo die rauskommen sind, hast du kennengelernt gehabt, durch dich auch im Englisch. Und zum Nocturnal hast du die Band verlebt, gell? Ja, sie sind noch nach So. Haut top-notch Melodic Death Metal, gell, also. Schatz habe auch ein Zeit schon ein bisschen aus den verloren gehabt, so no Deathflow Rates 2009 hast du ein bisschen verloren gehabt. An recht 2017 mit Nightbringers habe ich so eine Meckerei neu entdeckt gehabt, weil die war auch richtig geil, den Ja, Album. Ne? ja. Lo, das Jahr Verminous, ich fand den richtig geil, den Album. Ja. Das auch ja, das fies, also den typischen Black Dahlia Sound, dem Ja. richtig fies, brutal, aber so schein melodisch, Riffs dazwischen, schein melodisch Soloen. Ja, sie sind schon nach immer beste gewircht, gell, ich meine, Ja, seit ja. Unhallowed wollt
wollte Steck von Black Dahlia hun an wie du schon gesagt hast Miasma war dat war Menge echt von ihnen an den Nocturnen hat ja ihren ihren Horizont gesprengt gell? Und das Ja. ist wirklich überall gewesen an ja ich ging der recht weil es als das ist richtig geil also ich schon die verdrohen Nightbringers war gut mich fand die halt besser Ich fand die halt auch besser die klingt doch bis mir fresh also, ich weiß nicht, wie ich ja, das soll so. mi dreckig So- irgendwie mi. Ja war auch verfrischt so keine Ahnung schwer zu so ja sie Schwer zu sagen. auch den guck den der Cover vom Album den also so geil gell sie hatten immer richtig geile Cover gehabt ne? ja Mai weißt du, so die Tempelruinen der Säulen und dann lief die Giftgringen Schleim du zwischendurch gell Ja. das so raus wat ich wat für ein Album mich persönlich net so gut fand und war Ever Black an Deflorate Ja. Ritual Ja. kann ich Ah, auch Def- noch empfehlen Der Florate hatte ich ger Ever Black hatte ich auch nicht wirklich ger ja ja präsentliche Point de vue schmengen Ja. mehr schmengen mehr sind noch immer denken ich also wann Black Dahlia Mörder Haiers mengen ich los meist dat normalerweise net entgoen ja schon mega oft live Ja. gesehen. Ich war schon feier davon Mode der Söhne Also, sie Und das sind ist immer geil, geil gell, und, das ist immer mein geil Live-Show absolut die machen schon gas an die kannst du immer lauschen das schießt nicht weil Ja. das kein Album oder generell all hier Alben sind so du musst dich nicht unbedingt drauf konzentrieren weil den Album mischt dat für dich ein Album rappt dich so immer dran du kriegst mal matt und so, Ja, das das ist- versteiert dich verbannen gell hypnotisieren das ist ein bisschen schon das ist eben ich denke das ihre klassische Sound wo sie hun seit Nocturnal hun sie Ja. den beibehalten, definitive ja. Sound dann es schon dat richtig gut sie sollen um Gotteswille so weiter machen es hat auch nicht geduld dass du nach wann ging viel no kommen dass es so sehr ging go weil sie mal noch an einem regelmäßigen Tag kommen du Sachen raus gell? ja Das sie ist schon so, fleißig in NRW da kann wirklich immer, nichts immer sein. wie gesagt schaffe sie immer du wann es geht Ich fand noch an dieser Zeit als dat mat eng von den besten Death Metal Bands nach der Bau Ja. modernen Death Metal Bands ne? ja So so viele Klassiker. denken ich viel überhol auch vielleicht viel ich kann man nämlich schwarz viele Dat willst du- wat willst du so ich wese doch nicht nee sie vielleicht viel Leute oder viel Bands Thron einfach den Thron wäschcall so mehr sie do und wir werden eng langzeit schon do bleiben gell? ja aber sie eiere da wo die Äner schwest das ist schon sicher gell? den Trevor. Trevor dat das den ultimativen Death Metal Nerds überhaupt geil ich mein de kennt méi Death Metal Bands wie hier geil weltweit okay gut Er doch schon net so Interview mat dem geguckt zerkönne mat den Szene geld das schon impressionant wie viel zerkennt ge Ma ja dann gin ich truder und dech weiter dann hunn ich es dat sich das wann ihr den net kennt da soll net wann de Kommentar schreiben da finde ich mich so lang und dann hast die der summe okay feste Sitz Band hecht Sojourner das eng ziemlich international Band also sie sind deelweis aus Neuseeland aus Schweden an aus Italien Aufreck also machen so etwas wie ja epischen atmosphärischen Black Metal sie sind zu schmenge sie sind zu 7 oder so an sie sind noch schon eine Zeit schon dabei an ihren schmengen zweiten Album dat war den mat dem müsste kennengelehrt tun an was doch bis rausgehen an lo ist ja als Premonitions von hinnen rauskommen an schon mal geduld so ich lauschte mal dat Nike un an net nimme weil man wollten als löscht man me generell weil sie es machen an es op CD bringen wat schmengene Schnitt net überall kann dass me staat so matt hält schon für du auch bei Winter viele wie ich werde schon wieder höllen du gehst op eng Rees so wann ich lo ein Album schon da will ich mal keine Bild es 4 stellen keine Ahnung eng Landschaft eng Situation oder so. den absolut was du mengst Voilà. Und dat as High bei dem Album Premonitions als dat
mega krass rüberkommen. Den Album ist nicht gerade also nicht kurz, den ist 56 gut gefüllte Minuten. Die langen Songs, es sind nicht super viele Songs drauf, aber es tut, keine Ahnung, es tut einfach, du misst das und du bist, natürlich der erste Gedanke bei mir war, oh, das ist Neuseeland, weil ich weiß, dass wenn du in Neuseeland siehst, dann hörst du direkt einen Herr der Ringe an so Sachen am Körper, dann siehst du die Felsen und Bierger und keine Ahnung, die Musik definiert, denke ich, das Land. Nicht wenn Herr der Ringe mit, hier Musik definiert Neuseeland. Keine Ahnung. Klingt komisch, also. Ja, also. Ja, ich verstehe. Das ist oft bei Musik, das ist einfach so, du siehst da genau die an die Landschaft, an die erinnert dich an das Land einfach. Ne? Und wieso habe ich Sojourner, wo ziemlich unbekannt sind, hier auf das Licht gesagt, als unter anderem durch Draconian, alterem, es schon Draconian gelauscht dann ich war am Deck davon was sehe dann sind ich bald ein bisschen schnuffel gegangen so wie möchte da noch vielleicht so etwas Ähnliches oder wie verbindet das Harsh Vocals mit the Female Vocals an tada sie finde ich gehen und ich war so ja ich kann den und ja den Dude growt und Madame spielt Gitarre und singt. Und da das Salon mit dabei, das kurz nach dem Release von dem heutigen Album haben sie sich getrennt. Ich will so, dass sie, wenn Draconian Louis NRW ist, da sind die halt ein bisschen mehr flink NRW. Und dann ist halt wirklich ein bisschen mehr Abtempo. Das ist noch immer nicht, auch weil Black Metal ist, das ist noch immer nicht pure Blast. Aber es evoluiert, Klangwelt sich schon ernst das. Und das ist wirklich ein gewisse Wall of Sound, auch wenn sie nicht super viel benutzen, also was heißt nicht super viel benutzen, du hast Flüten dran, du hast Piano dran, du hast Keyboards dran, wie sollst du sagen, einer Band, wo man da auffallen als Sur, wo man auch gesehen haben im Nightfest, das ist etwas Ähnliches. Just, ich fand persönlich, für das Jahr hat mir das Jahr wirklich noch besser gefallen. Wie Sur, das Jahr waren sie nicht, wie sie hatten letztes Jahr zum Beispiel ihr letztes Album von Sur, wo wir auch, wie gesagt, gesehen haben. Und ja, also Sojourner hat mich da direkt umgeschwärzt. Und ich meine, du als eure Lied ob da Spotify ist. Ich weiß auch nicht, wo ich da hingemäht habe. Das weiß ich nicht. Ich meine, so am Black Metal dran, und ich mich nicht hören. Ja, das weiß ich nicht. Das ist nicht am Black ziemlich Metal viel. Dran. Ah, nee, ich meine, das ist nicht, ich keine Ahnung, wo ich hingemäht habe. Das ist zu groß. Löschte gehen einfach zu. Mir noch einfach zu viel Löschte gemacht. Ja, aber wir können ja nicht los. Ja. Ich weiß. Das vergisst. Oh, keine Ahnung. Nee, ich finde es nicht vergisst. Was für Scheiße. Egal. Wir werden sie, oder ich werde sie dann, ob schon die Falls, nach dran setzen. Weil ich denke, dass die einen Platz darauf verdient tun. Und dass das wahrscheinlich eine Band wird sein, wo an den nächsten Jahren ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen. Denke ich, weil sie auch eben. Kann so schlecht so, sie gehen einer wie alle. Natürlich, alle Band will immer ein bisschen ihre Stil vielleicht ändern oder so, aber guck ihr Coveren, guck ihre Videos und Video manchmal raus, das ist ihr echt offizielles Video, just wie zu suchen, wie underground das die Band ist, gell? Das Lied heißt The Deluge. Und, okay. Ja, also ich fand das mega und ich kann das wirklich nicht empfehlen. Lo lauschtren direkt lo zack okay ciao Lob okay ich muss weg okay ne das werde ich mal schon ran sein denken ich. Du siehst das so ich weiß dass du nicht wirst wir kennen das so. Oh ja ich gucke da und dann so an 3 Jahre kannst du dann oh dude kannst du dir in die Band so, ja schon das für 6 Jahre gesagt ja so wie es sind nicht so gesprochen ja aber ist nicht besser ja das heißt der rekommandiert in der App ist und dann hast du aber gerade okay Bock das dann zu lauschen ja. Also dann echt da ein anderes Stil ausspielst so ja dann ist schon spät und haben wir damals rekommandiert komm lauschen das mal und dann das ist auch geil mir fällt du direkt Open waren nee Open was nee ist viel zu lösen hallo hast du bitte kriegst den Open von Nerd überhaupt gell ja aber die Zeit was man rekommandiert hast du wolltest ist Def Hardcore also mit viel Blast und mit viel Technik und hier und da und ja
ja, Ja. kann ich verstehen. So ändert sich das eben am Laufe der Zeit. Mein Gott, mein Herr. Dann zähl du mal, wo weitest du danach am Ja, Sack. komme ich schon bei. Ja, ich war aufreg, das war eine schwere Decision. Ich wusste nicht, was ich auf 2 und nicht, was ich auf 1 davon da setzen. Und das eine ist eine Band, die auch schon ziemlich lang mit dabei. Und das andere ist eine bisschen mehr jung Band. Und ich wollte einfach der junge Band ein bisschen mehr Chance geben und wir setzen die auf Platz 1. Und dafür kommen wir auf Platz 2 mit Enslaved an ihrem Album Utgard. Utgarde, yes. Ja, die hat noch im Kürzen einen Album rausgebracht, sich schon seit Ewigkeiten dabei, seit der Geburt vom Black Metal in Norwegen sind immer dabei. Sie hatten aber immer am Platz so den satanische Weg anzulehen, wollten sie mehr an die nordische Mythologie auch rausgehen. Ne? Ja. Und ja, und so so wie Bathory auch damals haben sie auch mit den Viking-Metal-Stil mit geprägt. Ne? Ja. Mit der Zeit sind sie dann auch ihr Stil ein bisschen geändert und sind ein gut Stück mehr progressiv gehen in ihrem Sound, was auch ganz gut getan hört und erfrischend geklungen hört, zumal sie in der 10, was das nicht so oft findest. Ne? Nee. Und zumal mit Utgard haben sie punkto Progressivität nach ein riesig großes Schöpf drauf gelöscht und ja, das gesagt, mit eben den geilsten Album, die das Jahr rauskommen. Ich war wirklich fasziniert, es sind wirklich Sachen drauf, wo mich geflasht und noch Du kannst doch nicht erwarten. definieren. Ja, voilà, wo du nicht ging so warten, ja. Ja, Das, ja, also ich kann ein Slave, ich mengen wen etwas mit Viking, mit Death Metal, mit Black Metal zu tun hat, hat den mit zerschägt schon her, aber nicht, dann hat den nächsten verloren. Aber, es schon ein Slave mit, ich meine, das war auch hier ein erstes Video, gell, das war The Watcher von Vertebrae, das war ja, Lied hat ja, mich das ist auch mehr geil. Das vom jetzt, Hocker ja. geheit an Utgard as wie de Pi seht dat ass wie e Film heiert dat sech wéi eng Verfilmung dat kennst du dat ass schon ball du ass eng gewisse Not vun Arthouse dabei Ja, das ist auch nicht unbedingt mega leicht zugänglich, den Album. nee ja. dat also dat macht du hingestalten ich denke so go net vielleicht Nee. wie sich lo so dat apps bestimmt wie Amen am so lustfangene wäsch gell weil werd Hecks wahrscheinlich enttäusche gell Ja, bin ich mir das sicher ist sogar. gut, das, was da werden. Ja, das Nee. ist auch viel, wie gesagt, da ist viel Progressivität dran. Da ist auch viel Chlore-Gesang dran, Chloren, Männer, Chor-Gesang. ja Wunderschön klingt das. auch hier traditionell Gesang ich meine das an dem echte Lied geil das so war das da tot dann ich film mich wie an enger keine Ahnung engem Wikinger Begriffnis geil Ja, das ist schon Das tut eine immens Atmosphäre, den Album. Ja. Aber auch, das klingt immens, trotz dass es so in die alte Mythologie geht, klingt ein erfrischend am modern, muss ich sagen. ja das stimmt das stimmt. Also, ich wusste nicht, was ich gleich erwarten vom Anfang. Wir hatten letztes Jahr erwarten, ja, Boknagar hat ein Album, True Ja. Love, rausgebracht gehabt. Ja. Das war eigentlich bis von Eisen alle 2, den Album vom Jahr, kann ich mal sagen. absolut Schon die 2 Band immer immens mal nicht verglacht gehabt, weil sie alle 2 norwegisch sind, alle 2 so Viking Black Metal machen, und noch alle 2 ein bisschen progressiv sind, so ein bisschen. Aber schon Enslaved immer ein Chip besser fand, wie Borgner, gell. Auch wenn ich die anderen Ja. schlecht fand, ich hatte immer echt die besser fand gehabt. Und ja, wo ich dann True North hören hat von hinten, habe ich so, wow, okay, geil. Du musst ein Enslaved immer toppen. Und noch Jahre wie spät kommen sie mit dem dritten Album Utgard und ich war so, wow, okay. Ich meine, ich habe einen Hund gepackt. ja dat an ich kannst vorbei so dass dat vielleicht so en internen so ein number one Kampf immer zwischen Tinen ass so wie Kann bringt sein. da lo dat méi verrückten oder nimmer net verrückt méi dat méi méi emotionalste Weg raus weil du schmengen du wie du schon gesot hast True North wann True North das dir rauskommen wir da wären Hex wahrscheinlich Slave dann Bock nach op echter Platz denk nicht bei dir aber bei mir Ja. dat sind so Bands wo so extrem gewusst sind wo se schneicht wir schreiben los sind oder wo wirklich ja keine Ahnung se machen net dat wat chi mecht a genau dat mischt se zu dem wat ze sinn an se sinn Mhm. denken nicht ni mehr aus der Metalwelt rauszudenken gell
ja das aber auch so ein bisschen ein Geheimtipp vielleicht die das Ja, so absolut. lauschen aber wann ein bisschen auch vielleicht die okay Black Metal lauschen da war Progressivmusik gern hun kann ich da doch immens empfehlen weil ja zum Beispiel den Album aus den progressiven Undeel immens seich Ja. an Spender gefiel Leiit gefallen Ich denke noch nicht, dass du Locains den Album generell just in der Black Metal setze ge ich da so Ja. nicht. Das für Ja. mich ist bald just progressiv geil ja aber sie gehören eben zu 10 dazu offiziellen ist Ja. ja. bisschen Mathe so ja ja kennst du sehen dass Leute dazu so hast du Black Metal oder lauschen ich mal vielleicht aber mehr haben und so ups ja okay die gehen dann enttäuscht das ist klar ne? Black Metal das ist ja auch heute das ein großer Begriff ne? das stimmt ich meine mir an der List was haben wir noch völlig Stick ich hatte schon Ja. ich hatte schon zwei nee. ja Doch, 2 oder 4 also das nämlich so wir hatten zwar gesucht der Black Metal gehört an Underground ja mir das vielleicht gerade so gut dass er noch rauskommst an das vielleicht auch so geschieht das wie geschieht das wäre vieles nicht so wie Haut aus und da Ja, wäre wahrscheinlich schon ja. nicht so Bands do wie die wo man vielleicht nur genannt tun genau ich fand ganz erfrischend so wie das ne? Okeli, Dokeli, dann geh ich bei mein Nummer 2 war du war für mich einfach zu décidéieren wen auf Platz 2 könnt weil auch die zwei wo nach komme bei mir eng Band davon göttet noch nicht so lang an die anderen lauschen schon seit keine Ahnung seit und je von du hier hun ich mich décidéiert die kanadische Band Atavistia das ist auch mega krass underground die sind nicht signed man engem Label die sind auch immer independent also okay ja an sie hunn oder vielmei wenn das sie ihren Main Songwriter den Matt Sipola Geschichte hier ass den Mastermind han hat dem ganzen an wat ass Atavistia an der muss ich leider eng einer Band erwähnen fir wat ich überhaupt dat du lauscht nach fir wat ich so sicher wie dat so also schon an den Lauscher gesucht ich will jetzt zwar nicht immer im so weil ich geht immer im Rose wann ich die war schwarze an der Pit wie es wat kennen dann es sind an werd immer große Winterson Fan bleibe von der echter Stunde mehr ja 3 Albumen an bald 20 Jahre méi so nicht dazu an ich will nicht so also ich will aber nur direkt so auf dieser Platz Atavistia als am Mengen an persönlich als kein Winterson also auch kein Copy von Winterson sie gehen leider gern Martinen an den Dippe gestach weil sie effektiv beide so klingen wie sie an irgendwo fand ich dat nutzvollzehren ich fand da war ein bisschen ungerecht weil ihre letzten Album von diesem Jahr The Winter Way als wenn ihr aus den rauskommen schmengen Umfang von diesem Jahr an dat do sie Sachen drauf wo ich mal so okay du vergleichst sie gerne mit Winterson mehr so gut kann ich Winterson noch dass die sich nicht gingen ob sie etwas alles sind oder verschiedenes nicht Welt machen weil es ihnen nicht episch genug ist an mir schwarzen natürlich von einer independent Produktion mehr eben gerade weil es independent das den Album do die 7 Lieder ja da sind wir bei über einer Stunde Spielzeit das kennt effektiv von Winterson Sinn weil es so produziert das wie aus mir das von engem Typs lang den sich ja nun natürlich allein abgeholt da wo sie auch endlich eng Band zu summe sehen wo sie auch hoffentlich nächstes Jahr kommen sie nämlich Job Köln und da hatte ich weil ich gucken zu Gott wann dann alles klappt an es sind extrem lange Lieder das mega atmosphärisch das melodischen Death Metal pardon ich stirbe gerade heim an das symphonisch das schwer zu tun für die Leute wo nicht können mit Winterson aufhängen Winterson als ein finnisch Band von auch engem Typs die geduld wird oh nee ich will nicht mit der Band teil ich mal meine Band dann möchte Winterson geht nach von denen wahrscheinlich besten Drummer aus dem letzten Jahrzehnt oder letzten Jahrhundert sichern und möchte mit dem ein Debütalbum was so krass gut ist diese 3 Jahre drauf ein Album zu produzieren an dein Album ist noch immer nicht ganz dabei wir sind 2020 so
an hei bei hinnen ass et net ernstnecht das hien mischt par konter genau dat oni viel Zeit zu verleeren. Ech wees Produktionioune sinn net mega gut me et gëtt der Hoffnung als mé persinnch gëtt dat Hoffnung an beweist auch dass du net muss en iwwerdeierten Budget hunn an du kannst auch super gut Musik selber schreiben an demst einfach nimmer muss an einfach et Release gell also schon den neuen hat den Album fir von hinnen han ich gelauscht hat den neuen noch net klingt es Sound dann lo Punkt op Produktion soviel ernst ist wie bei Winters han klingt wie schlecht produziert oder et klingt wie soll ich so also wann der Wintersong ging op den Thron setzen du ging so okay déi do hunn Wire sie bei engem Label wo se och nach immer unterstützt wees fir wer mees wat an dann huest du halt sie an so ein hire Sound du hast ja ihre letzten Album dann hören wisst ja wann den Album schmengen wat hatten se wie gehecht One Within the Sun ja van och net so viel Lieder ja dat waren eigentlich 4 Lieder oder so do ging ich da recht ja dat war ziemlich no und dem wat Winterson gemäht huet an der Schwees auch aus Interview wo ich von ihnen geguckt hun an so an Reviews natürlich als Winterson für sie groß Vierbild an hier se doch ich will net unbedingt wie sie klingen mit das aber genau de genre vu Musik wo ich will machen an do also das schwer aus den zahlen a wike dat het net ganz viel Bands gött we de dat mache wat Winterson mcht also natürlich auch schwer für sie so okay mir wollen ständig klingen an ich fanden dass du dat op dem Album gut gemäht hun natürlich die verschiedenen Riffs wusste kein Stand man du ging so okay dat du kennt der Yari Mainpay geschrieben und gell me all in all fanden ich den Album do als verdingt dann darfst du net vergessen aber weißt wie gesagt dass auch in den na net lang dabei als kann super geil Lieder schreiben an auch natürlich gut Lieder an ob lo Punkto Gitter aus oder Punkto Wall of Sound et klingt halt net so proper wie Winterson das ich fand das mega krasse Potenzial do bei denen an ich sie wirklich überrascht gehen dass das wirklich so gut war es schon mal so weit wie ihre Lächten dat war echt so ein Demo-Tape oder so hat echt eng EP me dat ha wirklich so okay krass okay dat hast wirklich geil produziert für Feier Dudes wo wiest du an nicht vor an ihrem Dingen sitzen an ihrem Speicher an ihre Podcast op so op de genre gell da war ich wirklich überrascht an es so just Daylight wo se Schei Winter erwarte so einfach lauscht dat man engem openen Oer an guck bis méi weit an ech sinn überzecht dass du der Sache findst wo du siehst okay dat do as es feines muss da net alles gefallen sie Lieder an ich denken dass de mat der Zeit werden den nach ganz groß gehen sind nicht davon überzecht okay erklärt auch viel versprechend also doch schon so viel Sprache Wasser okay Wasser die Quelle des Lebens an lo mir oder werden nee schon ageschluf schon ageschluf okay ja dann kommen wir schon zu also Nummer 1 ne die erste bei mir ich hatte vorhin erwähnt ich konnte mich schwer entschieden weil ich ob ihn da durch zwei gesetze mehr schon mich dazu entschieden die portugiesische Band Guerilla auf Platz 1 zu setzen mit ihrem Album Limbo ja ich auch das keine gelehrt wie so viele dann habe ich auch relativ schnell auf Bandcamp den Album sicher gegangen an ja ich meine das definitiv den Album den ich das Jahr am besten Roberhof gelauscht dazu ja stand dadurch lo den Viergänger Album gelauscht hat den auch geil ist aber ob Limbo hun echt wie nach definitiv wie perfektioniert fand ich ja sie wirklich dick gut an plus ich meine sie sollten nächstes Jahr an Gation kommen fand ich mich nicht richtig ja tun war dann doch zu Achel oder war schon mal schon vergessen ich weiß es auch nicht mehr genau kann auch Saarbrücke gewesen ich weiß nicht mehr aber bon machen wir uns nicht so viele Hoffnungen vielleicht ja gucke wie es geht ja Ball Fall ja hat schon bei Uada erwähnt gehabt dass mich ein bisschen an Mugwa erinnern an die halten auch
aber net zum negativen an och net als billig Kopie mehr sind noch definitiv für ein eigenes Sounds aber Ja. durch hier Präsenz durch hier optreten ich meine selber Stimme kommen sie auch mit Masken ganz schwarz ugedoen op Bühnen und uni Gesichter zu weisen weil hier Musik identitätslos soll sinn Ja. an sind auch dieselbe nihilistisch Thematik op ihrem Ja, Album. ziemlich narzisstisch muss man so. ja Me, ja, das passt voll wat ze machen. fand den Sound den sie machen ist so geil so soll für mich moderne Black Metal klingen Ja, genau du so. ginn ich da recht. Mengen ja all die als wir kennen den alle Sound an viel Bands haut nach no machen an ich kann auch nicht geint dat geht definitiv an eine richtig geile Richtung und ich fand so müssten noch mehr Bands sie rausbringen an ist noch ganz gespannt was sie an Zukunft werden nach rausbringen weil definitiv ein Band sind die ich auch werde verfolgen Absolut. An ich denke noch weil se so jung also wat ich so jung wir wissen net wie all sie sind mit Band gëtt noch net lang. ja 4 Joer an so schon 3 eng EP an zwei Alben raus wo eure bisssen ja net e bisse méi wo wirklich so aschlo sinn an wo d Leiit opmerksamkeet wo se opmerksam gesinn an so okay das dat do dann weil dat do ass wie du sees et klingt ernst das et klingt erfrischend et klingt fies aber net fies wéiet an enger norwegscher 10 ass es klingt ja, einfach ja klingt So- so, so- einfach brutale bisschen aber Ja. ich weiß nicht genau wie ich das beschreiben aber auch, Das ist da ist schwer. auch viel Melodie dran also von Ja. von der Riffs hier so viel Melodie dran und dat stimmt schon nicht so viel nicht so wenig genau so wie et soll sinn genau also auch für Fans von Black Metal nimmen zu rekommandieren ja wat Limbo, mir Guerilla. ja wat mir bei hinnen do zum Beispiel direkt afall war wie ich de lachten Album Limbo gelauscht tun ich weiß das bei dem lachten das ist ein mega krasse Kontrast me bei dem lachte Beam auf Album war viel Leid bisssen ich will net so enttäuscht me sie hatten sich en zweten The Satanist erwart ja an de guten aber net ich hat auch am Anfang so ja me der Satanist werd nicht Druck kommen das ist auch bis haut noch net der Fall der Satanist war hier bis Magnus haut Opum ja kannst schon bald so Evangelion war nach dat Lächt wo se halt nach bis méi an dem wie das so kann in dat pure Death oder du war schon Black and Death Metal bliebe sie ja ja also wat ich am Punkt wollt so ass viel Leute hunn de Sound wo Gairea mcht war mir einfach ze not zu vollzeien an war so okay fir wat so mist Beemhof klingen oder so hat Beemhof kente klingen könnte klingen Me, ja das nicht schlimm ich denken dass Gairea richtige Wesinn an Beemhof mischt einfach hier sag ich meine sie Ja. auch das Stewart und sie hier ihr EP de wat war Forest rausbrot ja dat war auch etwa das klar Beemhof dass du weißt du gesagt direkt das vom Nergal geschrieben an so me ja das halt nämlich dat war das halt wie du war ich fand das aber auch nicht schlimm weil ich schon Nee. nee. letzten Album Love Your Dark ist immens geil von Kat ich war nur vor ein bisschen okay das Case Satan ist natürlich vergleichst mit dem Album weil dem so Selbstverständlich. geilen Album ausgeil aber mit der Zeit wie ist Voilà. ein Album worum engem ne Das- und, du gesagt mit anderen an das ist genau das was ich wollte so gött mat der Zeit götten einfach besser also dummet klingt gell an me ja also ich weiß dass das Leid dann noch Leute woch kennen gesot tun ja also Gairea sinn erwerten die neue BM auf gin kann ich mal gut vierstellen dass dat kennt der Fall sinn kein Sinn Me- braucht's auf der Periode gewesen ja natürlich me also die definitiv Potenzial an also da das wirklich wie de PC da muss in die nächste Jahren gut oppassen weil die Werte nach méi wie enke optauchen ich hoffe sie gespannt Ja. auf mich ich auch an leng dat motiviert Eislo als Comedy an als Podcast an als Ressource weiter
was wollte ich so keine Ahnung Ressource weiterginnnert geht da die überhaupt ich fand wir da das schlimm kann man nicht recherchieren nee das noch nicht dat was ich wollte so es immer mir als okay schönen lo mir als Metal Messiasen ich wiederhole mich aber das ist egal schon dat wurde schon ein benutzt mir will ja auch vielleicht aber wir werden doch machen zwar hicks wahrscheinlich am nächsten Jahr will man auch verschiedene Länder ausschwätzen wo dann wie de Metal an den Ländern aktiv ist an Portugal hast du nicht ganz weit oben gell generell am südlichen Teil Spanien an Portugal an Italien nicht gehen natürlich Bands mir es gibt nicht ganz viel an wann du da guckst da könnt dann direkt so briert wie der to gehen weißt du so ja. Okay das an engem mega katholische Land wie Portugal wo noch ziemlich wo extrem christlich orientiert sind und da könnt ihr immer so etwas wo Texter wirklich so mega narzisstisch nihilistisch selbstverstehend keine Ahnung misanthropisch versehen weißt du da könnt ihr so etwas das ist schon erfrischend da möchte natürlich Bock auf mich. Ja, ich hatte am Anfang gut gedacht, als ich aus Portugal komme. Ich hatte die erste gehören, da rum so den östlich ungehauchten Sound, so polnisch, Ukraine, so den Eck, so, dann, die kommen aus Portugal. Okay, ich war ein bisschen überrascht. Ja, ein bisschen schon. Ich meine, Portugal ist echt bekannt für Fado, Traditionellmusik. Ja. Vielleicht auch noch, natürlich, Latino-Style, voilà. Und da kommt dann so etwas. Mir auch sie und auch ein klein Underground Black Metal Szene so wie von allem tut die mir hun sie ja auch das ist ja auch minuskül klang mir wird den nächsten Jahr darüber schwätzen mir voilà das so eben gerade flott eben weil dat du aus einem Land kennt wusste dat nicht wert so okay mir machen nur als Recherche mir gucken was war der Portugal lebt mir gucken war dann a Griechenland leben oder Griechenland da sind 10 war der erste Moment bisschen ruhig mehr auch du sind viel Bands an du werd man irgendwann wird man alles durchschauen und da sind immer 1 Million Folgen Comedy zu lauschen oder so ja normal zwei Bach bis zu Boden nee den auf mehr Rückweg mehr sitze just nach mir stehen einfach Lion Boxster fein ja dann ja dann den Platz Nummer 1 wie gesagt Mengenplatz 1 aber ich kurz auf der Chrono gucken mir kriegen einfach nicht gebagen an einer Stunde zu bleiben ich fand das witzig schon aber schön aber wir sind noch nicht fertig wir sind noch nicht fertig ne komm halt einfach ab nee wir machen das nicht wir sind zwar schiel aber nicht so Mengen Nummer 1 für das Jahr als auch Anfang des Jahres rauskommen das von der britischer Band Silosis für doch schon ein gut Zeit gibt Schmenger seit 2000 ja Anfang 2000 gehört sie Anfang nicht von den Herren nicht von denen gewusst und für ein paar Jahre sind sie dann mit ihrem fresher Malz mit ihrem also Debütalbum Conclusions of an Age sind sie bekannt gehen mehr uns auch schon live gesehen obwohl man dann noch nicht genau wusste wer das wäre an das Jahr Anfang des Jahres Cycle of Suffering herauskommen an tut mich mega gefreut weil war mega ruhig gehen sie waren schon 5 Jahre schwes an a Winter Sun Terms of that Pipi Fox Peanuts Mond oder so bleibt man mal los weißt du müde Zeit an war schon dick froh weil wirklich das eng Nachricht mänglisch am November kommen am Februar können Album einfach drop war die echt Single-Auskopplung do de Video war do war wirklich so an engem mega angenehmen Rhythmus so okay junge sie do also mache guten Thrash oder guten Melodic Death Thrash Metal an das auch genau dat wat ze high weitermachen an es sind wie gesagt schon für gesagt es die großen Unhänger von Silosis seit Edge of the Earth von 2011 waren das von den most underrated Thrash Metal Bands dabei sind an vielleicht von den most underrated Songwriters an Gitarristen den Josh Middleton dat as e Monster das ist einfach de Becht an wat sie im Album heim machen as net ernst dass ich kennt lo
iwwer die Féier lächt all beschwätzen an das prinzipiell genau dat wat ze heim machen hecht das Melodies du es eng gewissen Atmosphär zieht sich natürlich auch durch ein Album das ziemlich dunkel orientiert das auch für dichte Ke an ihrer Karriere da so klengen Gitarrsnerd Fakt op der Seite für dichte Ke wo sie hier Gitarren rufstimmen okay. weil sie op all ihren Alben bislo immer an Standard E gespielt hun an ja du kannst auch mal Standard E kannst du gut fett Riffs schreiben an ja also ich kann just so Silosis ob lo Cycle of Suffering ass wo natürlich just weil se do waren mech total gefret huet hunne ste missen der Platz insetzen mé och aus dem normale Grund weil het einfach richtig geil Musiker sinn lauscht einfach es soll man einfach all die Sachen es sind iwwerzecht dass du App für jiin dabei ass wann der ich schon mal heinz vorgestalt huet we ging Metallica haut klingen besser dann denken ich dass just Punkto Musik nicht Punkto Gesang weil den Joss Middleton auch echt irgendwo harsh wo harsh singt Punkto musikalisch werden sich gewisse frohstellen so okay dat hat kind den zack ob ein Metallica Album passen an net wäre nach besser gewischt weil er schon gesot wo Monsieur Dam ja was ja immer sein Band ich mein, mir hat allenmerkke live gesieg hat was du auch drop kom ja nie geblieben ja sie waren 4 Band von Black Dahlia Murder genau ich bin nie so drop geblieben ich weiß dass du mega große Fan was hin ich hatte auch Heinz so Video hingeguckt an du doch nie schlecht geklungen ge am Gegenteil mir irgendwie ja war dann nie so dat wo du gesagt okay schlauch ganzen Album ich kann nicht so verwehrt keine Ahnung ich kann aber verstohlen ich mengen schon doch moderner Sachen ja bei mir also halt wie gesagt schon mat Edge of the Earth dat war auch die Zeit wo mir so mengen Schleif gesehen hun den Album schon so geschafft präpariert schon eine Review iwwer den Album geschrieben wo man vielleicht irgendwann denke war man bis auch schriftlich Reviews okay. im Podcast mache vielleicht oder bei so Facebook-Seiten dann oder Instagram-Seiten das einfach dat harmoniest an dat ja wie soll ich dat so ball all Album als ein Konzeptalbum ohne ein Konzeptalbum zu sehen aber all Album huet rode vor dem wo sich vom echte Lied bis zum Schluss zieht an dat fir Anhänger Thrash Metal 10 findste net also ich persönlich 100 deck schwer mech mat modernen Thrash Metal Bands do einzusetzen ich weiß sie gehen auch gern mat Trivium verglach fand ich aber as net berecht ich fand Silosis as Punkto Melodie Punkto Thrash aber weitsteck für raus okay da das mein persönlich Meinung okay pardon werde ich noch voll so kurz an wat ich nicht korrekt fand dass sie gehen dick oft an Metalcore 10 gestach an dat as nicht der Fall also nee dat fand ich kein Metalcore Band nee, definitiv nicht nee. Kein Breakdowns du nicht also Laufstadt sei los so ist schon alles gesund naja tipptopp da wären wir durch man da so nicht dann wir hatten aber noch gesucht wir hatten also pure kleinen honorable Mentions die wir wollten erwähnen Geheimtipps so. Geheimtipps ja sind ja nicht ganz viel nach ein Album wo ich im Moment wollt op Menge löscht setzen Mensch gedacht okay Musikstil als vielleicht aber einfach zu skurril für an die Lösch dran da das die französische Band Igor ja ich musste immer an den Videoclip vu Cheval denken das herrlich ja das immens aufgefuckt ne das kann sie ja Kind Tieren stierchen weil alles an ihrer Musik echt wie dran ist ne aber von Jahren ein Album rausbricht das Spirituality and Distortion aber ich war erstaunt also das da immer also wenn Igor kennt du weißt dass sie aufgefuckt sind ne? Das ist eine Mischung aus Death Metal Black Metal Elektro Dubstep Operngesang
Barockopern gesang das so viel dran und geschieht so viel an einem ähnlichen Lied dat du gefiel ze scheint van in der hier vergewaltigt hat in dem de Kabopman an se mat dinge Mixer am Gier wollen da bist genau dich wann CD fertig hast genau das beschreibt ziemlich gut ja, mein Album fand sind se bisssen net viel aber bis mir eingängig zu lauschen et lebt bis mir fließend ne ja dat ich verstehe was du meinst mir schmengen das van in Heilo lauscht hat und die geht lo oh da kann ich mal net ranziehen die wird na Welt denken what the fuck ja. Das aber also wann ihnen ger bisschen aufgefragt ist an avantgardistisches vielleicht dann kann ich rekommandieren weil auch von den Klonierten den Gerbe lauschen das gut für Lacher ja definitiv ne also wisst du ja ich kann ja hören und ich mich auch freck gelehrt ich kann sinn irgendwie hun ich ger gewonnen lieber Zeit an durch die zwei Alben immer auf meinem Handy die zwei löschen ich fand die geil ich fand die einfach geil noch Elite bei dem Gastmusiker dabei nämlich kein geringeren wie den George Corpsquinder Fischer okay, okay. ja das auch Video rausbrüchte ja ich fand mehr geil wie schreibt sich dann Igor Lied? Nee, Igor mit 3R. Igor mit 3R, ja, genau. Ja, wie schreibst du das, Igor? Natürlich, gibt es 3R, gell? Also, eben, ja. Was hat man noch? Er hat gesagt, ja, du wolltest da etwas sagen. Ah ja, Spiritbox. Genau. Die waren das Jahr auch extrem aktiv. Für die, die Spiritbox nicht kennen, aber für die das nicht kein Begriff ist. 4 etliche Jahre gowe eng Band die I Westel the Bear Ones geheescht huet an do war am Ufang eng Sängerin Christa Cameron, dat das zwar no gangen an de kom Madame Courtney LaPlante an dat ass wat war wie lang war hat dabei schmengt waren 2 Alben kann dat sinn 2 Alben wieviel Joer aber ja schmengt waren 2 Alben ja an du no huet egentfir a Westel the Bear Ones ja keine Ahnung das neich mi kom das auch nicht so gut gewircht wie du gefangen hast ja bist schon den ganzen Charisma Charme wo sie hatte war fort ihr bisschen ja ja Courtney huet du mat singem Mann den Mike Stringer mengen Schichten hier war auch an den letzte Line-up von I Westel the Bear Ones dabei an sie hun du hier egent 10 gemäht an da das dann Spiritbox das lo kein gewöhnlich Band weil sie net lo wie soll ich so das echt mal das ein ziemlich underground kann ich schon mal nicht so weil sie aber lo an diesem Jahr extrem viel opmix kind kruten an auch das die mal endliche Platten Vertrag kruten me se mache lo net Laufband Alben oder so also so wat ze definitiv man se wissen wieste am Jahr 2020 kanns aktiv dabei sinn an allpointinge Fans wirklich Apps richtig geiles bietet da das dann sowieso Lied da das fies an immer ein mega gut produzierte Video geil an eventuell auch nach kleinen Erklärungen oder so also das schon ziemlich detailliert dann denken sie hun das ja wirklich klar gemäß so, okay mehr sinn net zu spaßen also dat wat mir noch machen dat werd dat kann schon mal ganze genre definieren an wat machen sie für Musik so das progressiv Spur Gen ganz viel Melancholie an ganz viel Melodie auch das extrem melodisch an das dick geil also ich kennt sie wirklich nonstop lausstrecke ganz zur Begeisterung von meiner Frage hat mich doch immens gut Performance mit seinem Gesang clean Stimmen die als immens proper immens schön geil und dadurch kommen noch verschiedene Lieder wann dann Growl Gesang mischt hat könnt danach immer so mir heftig schreiber dann dem Moment geil noch richtig gut ja und das war ein bisschen schuld weil wie die Pedlung hat gesucht wird bei Sänger Stimmen als bei I Westel the Bear Ones nicht wirklich zum Schenge kommen also da war gut mit war nicht so wie der Titan und war bei weitem nicht so evoluiert wie hei und ja mehr hun sie definitiv ob bei Spotify löscht die wird auch nach demnächst kommen
ja Spiritbox als definitiv Nummer op den muss oppassen die nächste Jahr denken Ja, sie da wird noch viel kommen. da könnt nach ganz viel ganz gutes ja Noch schon gefreut, aber sie konnten noch kein Album rausbräuchten, aber das Joe bin regelmäßig Content geliefert an ein Lieder. Ich freue mich, wenn du ein Album gibst kommen. Ich denke, das geht richtig gut gehen. ja weil sie sind noch kein Foulband oder so dat geseist doch ist sie selber Patreon Member bei hinnen an de Content wo se lieeren as wirklich extrem gut fir net nëmme fir en Nerd so wie mcht anlo méi auch vielleicht wo einfach vielleicht neue rarutschen an déi spacht oder déi genre vu Musik neu entdecken an dann okay cool dat wirklich das zougängig obwohl et och extrem net vergessen das nach immer extrem metal ja sie sind definitiv für misch persönlich nimi wäsch zu denken schon absolut jo ja. Dann wollte der Person nämlich nee du darfst nicht mis okay dann kann ich auch lohem auf wuch merci oder hin ja dann nützt sich die froh ja all Luft abgelesen da so nicht da weil ja okay was ich nach en Lützeburger Band wollte ich da erwähnen die auch ufangs des Jahr ich meine im Januar neuen Album rausgebracht hatten cool Feed pardon s'il vous plaît s'il vous plaît nee schwärzen natürlich von Miles to Perdition die auch schon lange dabei sind ne? Ich meine, mindestens 12-13 Jahre sind sie schon als Band tätig hier am Land hat noch schon am Ausland Konzert gehabt ne hat das lo mittlerweile hier im zweiten Studioalbum 2000 den dritten ich meine das ich kann mich eruieren wo was mein Wikipedia sie hatten sind sie auf Wikipedia sie hatten einen Ball voll ein Demo rausbrüch von der ersten Nummer nämlich wies an den ersten Album das war Blasphemous Rhapsody und ich meine du hast offiziell den ja okay dachte es recht für du das war Vengeance ich weiß nicht ob da dein EP vielleicht war das quasi ja jo ein Ball voll zweiten Album also du ich fand das richtig geil ich fand hier Entwicklung diese gemacht und all den Jahren also ich kenne das schon ziemlich lang und ich fand gefällt bei mens gut davor zu machen ne? Ja das noch immer den Hang zum zur Göteborger Szene bisschen ne? Den Melodic Death Metal moderne Metalcore gemischt aber Metalcore also mit dem Begriff leicht mit Breakdowns an High and Do das ist so im Stil wie Niera oder wie Heaven Shall Burn so, ne? Ja at the Gates gell aus Inspiration ja definitiv noch der Black Dahlia Mörder das schon bisschen durch die ganze Sport gezünn an der Schule gerade gesehen ich verfunken dazwischen das effektiv hier dritt Release die echt war Vengeance das war kein EP mehr okay, egal also okay, Stress an schmengen Tom also sie sind auch schon nicht mehr aus der letzte Mal rauszudenken uns kennengelehrt wie sie ziemlich no name waren an nach ihr kleinen Tour gemäht und da waren noch einer Member dabei wo mir auch der Mann bekannt tun an ja da sind sie richtig groß an sind an Krähen auch ganz viel gute Feedback von internationalen oder hat sich dann europäischen Medien wie Metal Hammer oder was auch immer also sie ist schon immer das mittlerweile an the News ja war ich ganz gut fand ja mir hat ein Album persönlich ganz gut gefallen das von der Thematik hier also ob sie immens dystopisch ist man denkt Ausspielung ob wie ich denn George Orwell singen 1948 ja das hat mir auch immens so sieht ich fand ein Album cool und ich kann rekommandieren kann ich noch Spotify können sie leuchten an kann natürlich auch Bandcamp gehen an ihrem Album digital oder ob CD kaufen yes wat mir jo auch nachmachen dat werd denken ich Anfang 2021 wird dat definitiv kommen weil mir hu auch nach letzte Bullshit ganz viel Metal viel Leute sind sich dem vielleicht nicht bewusst mehr werden Anfang nächstes Jahr definitiv die letzte bei 10 an Ugrafohlen an darüber diskutieren und da könnt dann noch als Spotify löscht und du mal probiert dann all day aktuell weil auch Sache wo schon nämlich drin zu kreen an denken den Löcher auch gut gelungen
so stände just de Ponym mir fannnen do wat fan immer Exit Fairies ganz groß gëtt well der net méi Incest nach immer do ja Scarred natürlich mal der Petition as auch drauf Abstract Rapture Cosmogon Desdemonia voilà so weiter so fort also du hast verschiedene denken das gute Programm das so wie soll sinn hart an gesinn wir hoffen natürlich auch dass man in Zukunft noch immer Fleisch denke ja ein Gast da ein Podcast kree bei dem wir wissen über sind Band können schwätzen also Schwätzle von Lützeburger Bands das wäre ziemlich cool wir probieren du zu bleiben. Ich sind dort so versichtlich das halt du schwst dass die Band zu mir ugeschrieben hun die sind halt im Moment doch fleißig ich meine was sollen sie so machen weil das dir konnten sie nicht ganz viel touren oder generell nicht ganz viel machen und dafür denken ich dass am ganzen all bist fleißig Musik zu schreiben wie man für eine poetisch gesehen und Scar das Remdo mal denken neue Single an ich denke nicht werde auch los sporadisch weiterkommen mehr ja wir bleiben bei denen das okay das und wir bleiben aber für allem Ball verschiedene Bands irgendwie halt zu involvieren da wird man schon irgendwie hinkriegen dann hun noch etwas das echt ein bisschen etwas ja also abstrakt ja dass die isländische Band Solstafir die göttet schon ein gut Zeitchen Schmenge seit so gut mit den 90er schon bald nun sie zwar nach echter Black Metal gemäht dann ihren aktuelle Genre als echter ja kann den lo streiten as Post Metal oder as Post Rock blöd Mick du verpiss dich an sie und das ein Album rausbrot wo Endless Twilight of Codependent Love hecht an ja das lo net fi darin also soll dafür das wirklich ustrengen zu lausch drin vielleicht die nicht genau du fenken me den Album als mega krass emotional Landscape Avantgarde schobale bisschen also das wirklich eng gut Mischung für bisschen dat außergewöhnlich zu sagen teilweise auf Englisch teilweise auf Isländisch ich kann den Album nimmen fehlen eine schöne nicht an meinen Top 5 löscht gemäht weil lo nicht aus war lo regelmäßig lauschen mehr ich kenne mal viel schon dass du verschiedene Leute die bisschen mehr Luschsachen wollen oder auch keine Leute die Neurosis oder so kann so unhauch von Neurosis können vielleicht bist du mal du fenken oder die kennen das dann noch definitiv an dafür man den oder hun den Heil oder gesagt an kommen nun natürlich auch nach einer Sachen lo an diesem kurzen Mond von nach bleibt sind nach einer vielleicht nicht Alben mit sind Künstler sind aktiv Musik als aktiv und das ist gut das sogar de gut wir wollen positiv op dat nächste Jahr gucken an das machen ein bisschen Apps zur Steuer kreieren an vielleicht auch Maps können gucken wollen live gesehen das wäre richtig schön das wäre schöne Kado für des Jahres mehr an ich denke dann hatte man schon haben alles gesucht wat gesucht muss gehen ja das auch schon nur lang rumgehen gewiss so das nicht schlimm denken das gesucht wat muss gesucht gehen vielleicht auch ein bisschen mehr wie immer ja das gestresst ich denke das passiert sowieso im Laufband an ja wann nicht wissen da ging es so ein verlose mal ihr Schnees Mission merci für null merci für kommen Pit merci für den Zeit ja selbstverständlich an mehr her nice dann die nächste Woche ja bei der nächsten Episode von Comedy bis demnächst ciao ciao